My name is Ted Gagan. I am the centerpiece director at this year's Hardline Film Festival. And I am very excited to be hanging out with you on the Viva la Movolution podcast. Servus und Habitäre zum Viva la Movolution Podcast und wir haben mittlerweile beim 3. Recap vom Hardline Film Festival in Regensburg angekommen. Ich mache das natürlich nicht alleine, weil sonst würden die Leute nicht zuhören. Ich habe einen Corby mit dabei. Corby, Habitäre. Ja, guten Morgen. Corby, bist du fit? Nein. Ich habe gerade eine ganz schockierende Geschichte gehört, dass der Corby bis um 5 Uhr gestern unterwegs war und schaut, jetzt wenn ich auf die Uhr schaue, es ist 8:30. Er schaut genauso aus, wie er sich anhört. Hallo? Hallo? Also ich wollte jetzt erstmal anmerken, es ist das 3. Recap und wir werden immer weniger leid. Ja, mittlerweile haben wir nur noch zu zweit. Ja. Genau. Und wir erzählen jetzt einfach, wie es gestern gelaufen ist. Und zwar haben wir jetzt erst einmal angefangen mit den ganzen Interviews bei die im Kinos im Andreasstadl drüben. Und da haben wir die ganzen Gäste von die Langfilme und von die Kurzfilme interviewen dürfen. Und das waren wirklich sehr interessante Gespräche. Oftmals kommt die Zeit dann auch ein wenig kurz, weil die Zeiten sind ja vorgegeben. Aber es gibt unglaublich viele gute Geschichten zum Verzeihen von die Filmemacher. Und vor allem der Ted Gagan, der den Director Spotlight darstellt, das Jahr, der hat er wirklich, wir haben 2 Fragen gestellt und dann hat er 25 Minuten geredet. Also da gab es kein Komma dazwischen. Das war Wahnsinn. Also wir haben jetzt gerade noch am Spekulieren, wie wir das dann veröffentlichen, weil es war verdammt interessant, wie er als Amerikaner zu der deutschen Amateur-Splatterfilm-Szene steht. Ja, war wirklich super spannend. Also für mich war das eigentlich eine Dokumentation, die er gepitcht hat, wo er dann am Ende sogar gesagt hat, das wäre so die einzige Dokumentation, die er selber auch machen würde. Aber das hauen wir auf jeden Fall raus. Also das war super interessant. Aber auch die ganzen anderen Gespräche, wie du es eben sagst, mit den Regisseuren von Kill Your Lover haben wir gesprochen, von Leifer Seil, super cool, The Complex Forms. Mhm. Unser spannendes italienisches Interview, so wie bisher zumindest noch nicht gehabt. Ja, wir haben quasi einen Dolmetscher mit dabei gehabt. Die nette Dame hat quasi, wir haben ihr das auf Deutsch gesagt und sie hat es ihnen dann auf Italienisch beigebracht, was wir mir meinen. Und das hat super gemacht und war mir eine andere Art von Interview. Das haben wir jetzt so noch nicht gehabt bis jetzt, aber ja, mit dem Handlein wächst man halt mit seinen Aufgaben, ne? Das ist aber schön gesagt. Ja, und dann die ganzen Kurzfilmregisseure. Wir haben mit den Regisseuren von To the Marrow, Bancorp, El Grito, Bones und Delore. Er weiß selber nicht, wie man es ausspricht. Ja. Ein Gespräch führen dürfen. Ja, und hier vielleicht noch ein kurzer Appell an die liebe Magda. Also für nächstes Jahr müssen wir uns vielleicht vorher noch mal unterhalten, ob wir da nicht noch mal ein bisschen einen anderen Flow reinkriegen, weil wir haben einen wunderschönen Zeitplan gekriegt, aber der absolut nicht gestimmt hat. Ich glaube, nach 20 Minuten war dieser Zeitplan hinfällig und aber wie gesagt, die Leute, die zu interviewenden Gäste sind ja da und dann haben uns die Reihe geführt worden und dann haben wir es nach der Reihe dann verarztet und und da hat es eigentlich gar keinen großen Zeitplan braucht im Endeffekt. Aber ja, wir schauen, was nächste Jahr dann sich ergibt. Genau, richtig. Es war halt dann für uns ein bisschen sportlich oder eigentlich nicht mehr möglich, den ersten Film zu sehen. Deswegen können wir jetzt selber nicht über You'll Never Find Me sprechen, aber unsere lustigen Viva la Movolution Kumpanen, die mit uns zwar da sind, aber jetzt gerade wahrscheinlich nur schlafen, die haben gesagt, ein Bombenfilm und glaube ich unter die Top 3 definitiv. Ja. Daher wir werden mal schauen, dass wir uns den auch noch irgendwo reinziehen, dass wir dann da zumindest in unserer großen Recap-Folge dann auch noch mal ein bisschen drüber sprechen. Ja, genau. Weil dieses Medienecho, was ich jetzt mitgekriegt habe von You'll Never Find Me, was man so bei Facebook momentan sagt, der ist jetzt auch in einige US-Festivals gelaufen und wird da auch stark gefeiert und jetzt, wir hatten eigentlich schon heiß gewesen, das Ding im Kino zu sehen, aber wie gesagt, wenn der Film losgegangen ist, haben wir noch drüben im Kino gesessen und dann haben wir gesagt, okay,
jetzt darf man dann auch dazwischen noch fast was essen, weil der Tag ist ja auch noch lang. Und dann haben wir uns noch ausgiebig gestärkt mit riesige, wunderbare Pizzen. Geil, voll geil. Danach ist Mohawk gekommen. Den haben wir auch schon vorher sichten können. Aber es ist auch für jeden anderen möglich, weil der Film halt auch schon seit mehreren Jahren draußen ist. Genau. Der ist Teil vom Director Spotlight, vom Ted Geoghegan, und die Veröffentlichung ist quasi schon eine Zeit her. Eben auch der Film, den wir heute sehen, den We Are Still Here, der ist schon veröffentlicht worden im Heimkino, und genau, da hat man auch schon die Möglichkeit, was mit Code, dass man den vorab sieht. Und dann ging es zu den Filmen, die der Flo ja schon ordentlich gepusht hat. Da hat er wieder mal die Erwartungen sehr, sehr, sehr hoch gestapelt. Und es war einmal Stop Motion, der ein bisschen gemischt okay ist. Ja, also ich muss sagen, es sind beide Filme, die so groß angekündigt worden sind, der Stop Motion und der In a Violent Nature, sind gemischt aufgenommen worden, weil es auch Filme sind, die einfach auf den Kopf stoßen, die mit Konventionen brechern. Und gut, ich greife jetzt schon wieder vor zu In a Violent Nature, aber ich muss jetzt sagen, bei dem Stop Motion, das war halt auch wirklich optisch, visuell war das wirklich ein Schweiners für die Augen und Ohren. Story ist sehr, sehr albtraumhaft, psychedelisch, möchte ich fast behaupten. Effekttechnisch herausragend. Also auch mit den in einen Realfilm eingebaute Stop-Motion-Sequenzen. Wir haben so Body-Horror-Elemente. Und ja, und der Film erzählt nicht oder erklärt dem Zuschauer nicht ganz viel. Man muss sich da ganz viele Standpunkte selber erarbeiten, die der Film uns mitteilen möchte. Und das fand ich super. Ja, ich nicht. Also, er ist gut. Das definitiv, und wie du auch schon sagst, also sehr, sehr grandios, das mal so zum Sehen. Aber gerade so die zweite Hälfte, das war mir dann zu deep. Also es ist dann irgendwie in ganz verschiedene Ebenen gegangen, und da war eine Ebene mindestens dabei, die war mir einfach zu wieder. Aber gehen wir zu einer anderen Ebene, gehen wir in den Wald. Ja, gehen wir spazieren im Wald. Genau, im wahrsten Sinne des Wortes. Genau, also ich hab's nicht glauben können, weil im Vorfeld hat's ja geheißen, das geht in die Richtung Freitag der 13. mit In a Violent Nature, und es ist wirklich so. Also ein Killer steht quasi auf aus seinem nassen Grab im Wald und macht sie dann auf den Weg, ein paar Leute abzuschlachten. Und wir haben ja quasi so eine Third-Person-Perspektive, immer hinterm, jetzt hätte ich fast gesagt Jason, weil diese Physis von dem Killer, die ähnelt am Jason Voorhees aus die Freitag der 13. Filme verdammt stark. Der Killer heißt Johnny, und wir verfolgen ihn quasi zu 80% des Films von hinten. Ja. Schauen wir ihm zu, wie er durch den Wald geht, wie er seine Opfer ausspäht, wie er anscheinend auch Pläne macht, wie er es voneinander separieren kann. Also wir sehen in dem Film, wo es der Jason Voorhees tut, wenn er in seine Filme nicht zu sehen ist, bevor er dann zuschlägt, und wenn man dann sagt, okay, die Teens sind in Partylaune und Dinge, und dann sagt man eben schon von draußen so reinluren ins Haus und die Lage abchecken und so, fand ich super. Also diese komplett andere Sichtweise von einem Slasher fand ich ganz stark. Aber er ist halt wirklich auch sehr langsam. Also wie gesagt, diese Slasher-Killer gehen ja auch sehr langsam und halt gemütlich unterwegs, und das ist in dem Film auch. Und er geht verdammt viel durch den Wald. Ja. Also ich habe bis zum ersten Kill noch nicht genau gewusst, wo das hingeht, ja. Weil manchmal traut man ja am Floh nicht so ganz. Das heißt, es kann ja auch wirklich in eine ganz andere Richtung gehen, die man bisher noch nie gesehen hat. Ja, dieser Samstagabend-Slot ist gefährlich, so diese Primetime um 20 Uhr ist gefährlich. Ja, aber er hat schon einige sehr, sehr, sehr geile harten Szenen mit drin. Ich möchte fast behaupten, ein Kill ist dabei, der Kill des Jahres wird. Also wenn die Fangoria wieder ihren Chainsaw Award macht, dann wird dieser Kill auf jeden Fall Platz 1 machen. Das ist Wahnsinn. Also er schenkt sich nichts, er ist ziemlich explizit, wenn er in die Vollen geht. Und ich kann diesen Hype, den dieser Film momentan auch generiert, verstehen. Und bin gespannt, wie er weiter hier ankommt, und natürlich auch, wie der Film bei uns veröffentlicht wird. Er kommt über Cape Light. Aber wie es mit der Altersfreigabe ausschaut, bin ich gespannt, weil der ist wirklich, wenn er hingelangt, dann gelangt er so richtig hin. Ja, definitiv. Aber mehr dazu dann eben in einer großen Videofolge. Genau. Dann ging es dann auch weiter mit Short in Horde 2, und der Mike hat sein Versprechen eingelöst. Er war in allen Kurzfilmblöcken anwesend.
Aber ich muss mich entschuldigen. Der Corby, der streichelt mir jetzt wieder Honig ums Maul, aber es tut mir leid, ich habe bei einigen Filmen leider die Äuglein geschlossen. Es war wirklich da drin in diesem Kino so heiß, also es war wie im Mutterleib so warm. Ja. Und dann sitzt du da drin zu später Stunde, weil der Short and Hard Block ist um 22.30 Uhr losgegangen. Ja, da hat man schon einen harten Tag hinter sich und ich habe leider bei ein paar Filmen, da habe ich bloß einen Anfang gesehen und einen Schluss und das war's dann leider. Aber die richtig guten, wie zum Beispiel den Seed oder den anderen Film, den ich jetzt eigentlich gar nicht aussprechen kann, weil er italienisch ist, Il caso e guiso andate in pace. Das wisst ihr Bescheid. Das waren für mich das waren die zwei Starken und was ich so mitgekriegt habe, waren die anderen zwei haben eher gemischt aufgenommen worden. Ja, also ich kann mich dann noch anschließen, die zwei, die du genannt hast, das waren die in meinen Augen besten gestern. Ja gut, der letzte, der war noch gut, hat ein bisschen was vom Leuchtturm gehabt. Der hat ein bisschen, nicht ein bisschen, der hat ja am längsten dauert, meine ich, gell? Der hat am Schluss haben sie den längsten Klopper dann hergehauen. Das ist auch fies. Das ist auch sehr gemein, weil normalerweise, ich habe mir ja die letzten 2 Jahre immer die Kurzfilme dann auch noch mitgegeben. Und da baut der Flo dann gern einfach diese Mikro-Kurzfilme dann noch mit ein. Aber gestern nicht. Der Flo nicht, das machte der Michael Ort. Flo programmiert. Sorry. Nicht alles Lob gehört an Flo, es tut mir leid. Ja. Aber du hast absolut recht. Also mit der Hitze gepaart eben mit dem sehr, sehr langen Tag. Naja. Also Tipp für heute, Freunde. Flo, du hörst das. Ich hab eine Klimaanlage da drin. Schalt's das ein. Wenn die Band kommt, mir sitzt man so richtig mit dem Arschwasser da im Sitz drin und keiner weiß mehr, wie er sich hintrauen soll. Und jetzt sitzt der Flo da und denkt sich, ja, das ist ein Festival. Das geht also. Eben. Und wo wir auch schon bei heute sind, wir freuen uns auf eben We Are Still Here, auf All You Need Is Blood, das wird unser Abschlussfilm heute. Genau. Und den Anfang macht Demigod The Legend Begins, ein Puppenfilm. Mhm. Und ja, wir werden jetzt dann auch langsam 4 Uhr starten. Es gibt Frühstück und sehr interessante Gesprächspartner. Die VIPs werden jetzt eingeladen zum Frühstück, Baby. Hey, schaut sie mal an, wo wir sind. Ja. Und schauen wir mal, vielleicht kann ich mich irgendwo dann nochmal hinlegen und ein bisschen schlafen. Das glaube ich nicht. Also du haust wieder ins Kino einschlafst dann. Wieder. Also, weil ich hab's gestern dann mir nicht nehmen lassen, dass ich mir die Party gib und sehr coole Musik ist gelaufen, sehr coole Gespräche und wie die Zeit vergeht, auf einmal ist es 4:30 in der Früh und Regensburg, ihr seid echt verrückt. Also da geht man dann Richtung Hotel und glaubt, man ist wahrscheinlich gerade die einzige wache Seele. Also ein Radlmarathon einfach an mir vorbeigefahren in einer Tour. Also es war ständig, aber ein einzelner Radlfahrer, sondern halt immer so Gruppen unterwegs. Okay. Und die waren alle topfit. Ja gut, wo du ins Big ist, da haben die schon lange aufgestanden. Also nein, ich glaube, dass die auch gerade heimgefahren sind und wahrscheinlich nicht. Das glaube ich nicht so spät vor keiner Radl. Doch, ohne Scheiß. Also das war echt verrückt. Aber ja, dann habe ich mir da gedacht, ja gut, dann kann es ja gar nicht so schlimm sein. Na, passt schon. Aber ich war ein bisschen schockiert, wie es geheißen hat. Der Kabi war bis um 5 Uhr unterwegs, der war länger unterwegs wie der Kani. Unfassbar. Darf er das? Schreibt es in die Kommentare, ob der Kabi das darf. Hallo. Ja gut, wenn ihr am Hardline dabei wart, dann schreibt uns ja gerne in die Kommentare, wie eure Eindrücke waren und auf was ihr eigentlich sonst dann nur Freizeit ist ja nur ein ganzer Tag. Mhm. Und ja, ich glaube, man kann auf jeden Fall sagen, das 11. Hardline ist wie immer einfach geil. Ja, auf jeden Fall. Also bunt ist das Hardline und granatenstark. Yes. Daher vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, dass ihr die Recaps verfolgt habt und wir freuen uns dann auch schon, wenn wir die große Recap-Folge aufnehmen. Bis bald. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim besten Podcast der Welt. Genau, von ganz Regensburg, Bayern und wisst ihr die Besten sind wir. Servus und habe die Ehre. Adieu.